Neurolog schon, und das geht an dem Derketsche dann an de Betrieber gewählt, und das die letzten Tag, wo ich konnte sein Feldzettel für die Chambre des Salariés rausstecken. Wir haben nur ein paar 1000 Kandidaten schon an den Betrieber, wo wir wissen, dass die für den OGBL-Werte kandidieren. Ich meine, das ist eine gute Schule, das ist eine gute Entwicklung. Besonders wenn ich auch muss daran denken, das soll ich wissen, wenn ich nur vergleichen möchte, dass man insgesamt das Jahr werden Männer Personaldelegierten zu wählen am Land. Und das hat etwas mit dem Statut nicht zu tun. Da wisst ihr, dass es früher an den Betrieben über 100 Leute eine erbische Delegation und eine Beamtendelegation ging. Und wenn die zwei zusammengelegt wird, dann hat eigentlich mehr eine grosse Delegation herausgekriegt, wie wenn ihn strikt nicht mehr eingewählt hat. Auch wenn die nämlich Zölle gewollt hat. Und das geschieht. Letztlich hat man eine Übergangsphase. Und dafür kriegt man einen richtigen Betrieber, zum Beispiel, ich gesehen habe Kollegen vom Kaktus sitzen, die werden Männer Delegierten das kriegen, wie sie es letztes hatten. Obwohl sie zum Teil mehr Leute am Betrieb schaffen. Ne? Aber das könnte einfach das Spiel von den Zölle. Und dafür muss ich noch aufpassen, wenn Oves den 13. Fallen Resultate aus den Betrieben rauskommen, und wir haben schon gesagt, hey, komm mal, stellen nicht Zölle gegeneinander, mehr Prozente gegeneinander, weil das kriegst du falsch Bild. Sonst wird der Banker an der Presse gesagt, mal Gewerkschaften und Männer Leute gewählt kriegt. Und da geht schon eine falsche Information durch. Und da muss die auch wissen. Und dann denken, wenn so dumm Frohe kommen, was sie kein dumm Froh, das ist eigentlich ein normal Froh, den sich kann stellen als Bürger, wenn das gesagt, aber da muss da will dann darüber, für Tomaten zu dienen. Alles 114 Kandidaten für die Berufschammer, die wären natürlich auch glücklich, wenn sie den 13. November Oves auch schon ein Wahlresultat hätten. Sie wären noch zufrieden, wenn sie 3 Nächte noch hätten. Ne? Eigentlich geht das schon, wenn die Chambre von den Deputierten gewählt wird oder ein Gemeinderat gewählt wird, sowohl zu Lützeburg wie im Ausland, dann hat in Oves knapp sind Wahlurnen zu, dann hat schon das Resultat. Also bei uns wird es dann 3 Wochen dauern, bis wir dann das Resultat tun. Das hat nicht etwas mit der Chambre des Salariés zu tun, das hat etwas mit der zuständigen staatlichen Verwaltung zu tun, die das möchte. Das wird ja nicht von der Chambre des Salariés ausgezählt, weil sonst wird gesagt, die geben da manipulieren, und dafür ist das Ministerium du Travail, die das Ganze da möchte. Und die machen das da, ist nur 6 Sauer. Und dann dauert das eben, dann genau laufen sie ein paar Stunden gemacht, und dann haben wir nach Samstag etwas gemacht, und während der ganzen Zeit leihen dann Bulletin da, und dann dauert 3 Wochen, bis das alles fertig ist. Eigentlich ist das etwas, was eine moderne Stadt eigentlich nicht seriös ist. Das muss eigentlich keine Nachricht gemerkt geben. Da muss die nächste Equipe zusammen, die das dann 3 Tage oder 4 Tage ausgezählt tun. Das sind zwar vielleicht bald so viele Bulletins Worte wie bei den Parlamentswahlen auszuzählen sind, die rankommen. Wenn sie alle gut für Stimmen gehen, was ist der Wahlzettel F gibt, da wird sowieso das bald das Durchbild von dem, was bei den Parlamentswahlen mit der F gibt. Wir leider haben wir aber nicht Wahlpflicht. Leider haben wir die Situation, dass in Leschken 36% von den Leuten das Wahlrecht benutzt haben. Und das ist eine von den Problemen, wo wir auch darauf schaffen und gucken, an den Wahlen, dass wir meistens mal 66.000 Mitglieder dazu kriegen, alle Guren zu stimmen. Aber wenn die rundherum auch nach dem Moment gucken, nach mehr Leute zu kriegen, da kriegen wir
das Resultat, was wir brauchen, und ich komme darüber noch zurück. Kolleginnen und Kollegen, Wahlen 2008 waren die ersten Wahlen, die nach dem Statut unique verlaufen sind. Wir haben hier Fusion gehabt von der Privatbeamtenchambre und der Arbeiterkammer. Wir hatten aber, und das als schon bald vergisst, die Fusion von der Krankenkasse, von der Komor, von der KMEP, von den Arbeitskassen, die sind alle in dem Moment fusioniert. Übrig geblieben sind noch Käsen von den Gemengebeamten, von den Staatsbeamten und von den Eisenbahnen. Aber die aber eigentlich just die Rolle spielen von einer Agence, die keinen Unterschied mehr an den Situationen zwischen den Leuten. Aber noch die Fusion von der Pensionskasse gehabt. Auch das ist ganz wichtig. Aber wir wissen noch, dass dafür ja auch die Wahlen, die wir für drin hatten, für die Krankenkassen weggefallen sind. Könnt ihr euch erinnern, dass wir für drin nicht nur für die Arbeiterkammer, für die Privatbeamtenchambre gewählt haben, sondern auch für die einzelnen Krankenkassen gewählt haben. Nun will man einzig Wahl. Und ausgehend davon gehen dann die Leute designiert, gewählt, die als an den Komiteen von den Krankenkassen, von der Pensionskasse vertreten. Dafür ist es auch wichtig für die Sécurité sociale, dass wir ein gutes Resultat an der Chambre des Salariés bei diesen Wahlen kriegen. Wir haben die Majoritäten kriegt leider nicht, dass wir so wären, dass wir nur lang dezidieren, wie dass wir auch Patronsvertreter haben, und Staatsvertreter haben. Aber auf der Seite von den Nationen sind wir mal die die Majorität durchstellen. Und das konnte man mehr, weil wir ein Resultat hatten von 36 Sitzen von 60. Und dabei haben wir ja auch nicht bei den Eisenbahnen kandidiert. Eigentlich während der, wenn man das richtige Konkurrenz gibt, wir gucken, während der 36 von 57. Dann hast du Nacht mehr. 36 von 60, das ist eine absolute Majorität. Und eine starke absolute Majorität. Mehr stark wie wahrscheinlich die meisten von uns gedreht haben, dass wir sie könnten erreichen bei den Wahlen. Weil so klar war das alles ja nicht. Und erinnere dich mal daran, wir hatten zwar immer eine Majorität an der Arbeiterkammer. Wie wir 1970 gegründet haben, wie wir für die bei der Privatbeamtenchambre angetreten sind, das war Batter. Und da waren der Pur, die gewählt, die waren just. Also Gebelszeit. Da haben wir als Löser das abgeschafft durch eine Arbeit, die gemerkt hast. Am Hund noch Präsidentschaft, auch an der Chambre, so wie wir es an der Arbeiterkammer hatten, gehalten, am Hund da doch durchgesetzt. Und ich kann mich noch immer erinnern, wo den heutigen Minister, ehemaligen Generalsekretär vom LCGB, der Marc Spautz, auf einer Titelseite von einer Zeitung war, wo einen MBA gemacht hat mit einem Kollegen von Mogibel, wen dann nur die Stärkste bei den Privatbeamten gesehen. Sie sind mit Glanz und Gloria untergegangen. Das war auch gut so. Und das mussten wir auch gucken, dass das auch nächstes Jahr so ist. Weil wir hatten eigentlich 2008 waren wir noch fein. Wir haben nur die Wahlen immer gesagt, hey, da kommen wir mal in eine große Koalition mit einer neuen Chambre, mal gucken, dass Schiedverein am Komitee vertraut ist. Da wird nur mal angefangen. Der Diskussion. Das war nicht nötig. Mit 36 von 60 kann es ganz lang machen. Wir mögen das, wäre aber besser, wenn die Leute, alle Gewerkschaften zusammen vertraut werden, an Decisionen für Ähnlichkeit zu kriegen. Und der Weber vom LCGB, den hatte so exorbitant Forderungen, dass er gesagt hat, das kann nicht sein. Da gehst du dem nicht nichts zu sagen, nicht nichts zu bestimmen, und du gehst ihm die Hand, und da habt ihr die Hand gerne auf. Das kann nicht sein. Und dafür ist es doch so gewirrscht, dass wir dann eben gesagt haben, dass eben River. Da kriegt er nichts. Da bleibt er draußen. Die Leber und die Eisenbahner, die waren ganz korrekt. Die haben gesagt, okay, wir stellen so viel durch. Wir sind froh, wenn wir mal am Komitee können dabei sein. Die haben wir mitgebracht. Auch die hat man nicht gebraucht. Das wäre nicht notwendig gewesen. Wir haben es Lin, für zu gucken, wenn wir ja für die nicht sind,
an net fir Spaltung sinn, wo man dat dugeboten. Sie haben gesagt, wir haben eine Opposition. Die hier am Saal sind, an die an der Chambre sind, dann sind da ein Ritsch, die da sind. Schmengen, wir haben eigentlich nie viel von der Opposition gesehen. Die geht an der Kommunique in der Bause gemacht, aber am Saal, wo sie sollen etwas sagen. Da können sie Schniss nicht auf Plötzlich gesagt. Da wird nichts gesagt, da kommt keine Position. Sie sind ein gesagt, das war wie die Delegationsgesetzgebung gegangen ist. Weil sie davon tun, sie wären doch nicht gut genug bedingt gehen, und sie müssen eine Extrawurst kriegen, für können mehr freigestalten Delegierten zu kriegen. Und da hat mir gesagt, nein, komm, also, das soll demokratisch gehen, und soll so sein, dass schön proper aufgrund von den Wahlen das funktioniert. Sonst brauchen wir ja keine Wahlen zu machen. Sonst kannst du das schon ernst so sehen. Das ist die einzige Kehr, wo während den Jahren von 2009 eine Opposition bemerkbar ist. So zu mir natürlich diskutiert doch mit den Kollegen, da anderen mal da waren, die gute Ideen hatten. Dann haben wir probiert, die Ideen anzubauen. Dann haben wir die auch abgeholt. Aber an den Kommissionssitzungen kommen aber nicht so viele Ideen. Da ist immer so, dass eigentlich die Ideen von uns kommen. Das ist eigentlich auch gegangen noch mit, wie man die Chambre organisiert. Auch da habe ich eigentlich mal erstaunen hören, dass Herr Patrick Dury nächste Mai gemeint hat, müsste erklären, die Chambre müsste besser organisieren. Ich habe nie einen Vorschlag gekriegt, was die soll besser organisieren. Und als Komitee, und also ist leider doch nicht. Wir haben aber Sachen da gemacht. Wir sind da hingegangen, und wir mussten zwei Betriebe fusionieren. Da haben wir Leute da geschafft und Leute da geschafft. Aber wenn es etwas fusioniert, die haben noch unterschiedliche Situationen. Das muss man gucken, dass sie kriegen. Wo die dabei hören, dass irgendwo ein Streit war, über der weiß, wie das gegangen ist. Nein, wir haben das so gemacht, wie es sich gehört, wie man als Gewerkschaft eigentlich immer verteidigt an der Bausen, an als Betrieber, dass das soll gemerkt werden, ohne die Interesse von den Leuten, die schaffen, zu verletzen. Aber weil man das nicht gemerkt hat, haben wir auch eine Equipe gekriegt, die zusammenhält und die gut schafft. Wir haben neue Service kreiert. Wir haben 4 große Service heute an der Chambre. Wir haben ein Service von den ökonomischen Studien, die man hauptsächlich ganz richtig von Avien und ökonomischen Plan. Die helfen uns damals noch ganz viel an den Debatten, die wir im politischen Plan feiern. Und wir haben eigentlich alles, wenn wir die Möglichkeit kriegen, worunter ich nicht zweifeln, die Service auszudehnen, für das man auch kann, mit den nächsten Bereichen helfen, die nächsten Betriebe helfen, die Leute helfen, die eine Kollektivvertragsverhandlung müssen machen, die ein Bilan müssen analysieren. Wenn ihr haut an einem Betrieb ist, dann kriegt ihr Konten und Bilan dahinter getestet. Weil das heißt, du ein Buch mit 7 Siegeln. Und du brauchst Leute, die das gelehrt haben, für das zu helfen, das richtig zu interpretieren. Da gehen die ersten Informationen, die jeder von euch selber mit sich mischt, wo noch Akkorde gehen ist. Das geht nach nicht immer durch für all die Subtilitäten. Und zweitens, was doch mir sicher, wenn es noch eine Equipe drin ist, die das wirklich guckt. Und das soll man machen. Wir haben das auch gefallen zu machen. Wir haben am Bordsektor, am Bau, an der anderen Platz angefangen, Konten zu analysieren von Betrieben, für die Gewerkschaft. Das ist okay von der Presse heilen, dafür kann ich die Sachen alle gehen so, aber die sind nämlich wichtig. Das dafür, wo es wichtig ist, dass wir mal an der Chambre weiter zu und haben, dass wir das können weiterführen. Dann nämlich gilt dann noch für die ganze Arbeit, die wir vis-à-vis von der Regierung müssen machen, und vis-à-vis vom Patronat im nationalen Plan. Da brauchen wir ganz einfach professionell zusätzlich Hilfe. Den zweiten Service, das ist der Service Juridik. Auch den können wir weiterentwickeln. Da ist schon vieles geschieht. Die Leute, die in Assessor im Arbeitsgericht sind, die wissen, dass wir all Jahr oder bald 2-mal am Jahr Konferenzen organisieren mit den Leuten, mit als Juristen von den Services für Entwicklungen zu schwätzen, für zu gucken, was läuft dann auf den Gerichten, wie kann ich da
auch matschwätzen. Wie kann sich da am besten weiterbilden? Wir können die Interesse von den Leuten, die in Arbeitsgericht müssen gehen, am besten verteidigen. Sie haben Publikationen neu gemacht, einfach Juridiken, wo all Monat eigentlich die interessantsten Urteile, die vom Arbeitsgericht kommen, publiziert sind. Die können da, wenn sie gerne hat, einfach im Internet, geht auf den Platz von der Chambre des Salariés, abonniert, der steht drüber, da kriegt er sie automatisch geschickt. Das doch nicht geht. Wir haben weiter Publikationen gemacht, die ihn braucht, wo ihr viele Informationen findet, die eigentlich sogar verkaufsschwerer sind. Ich weiß nicht, dass sie gebraucht gehen. Der braucht aber nicht kaufen zu gehen. Wenn er sie gerne hat, der froh, dass sie nur an der Kritzach, wenn der an Büro geht, entweder an Rue Auguste Lumière oder an Rue de Bragance geht, und so, ich hätte gerne an die Broschüre, da kriegt er sie da. Wir sind daraus alle Geschäfte. Und wir merken, dass die verkauft gehen, und das bedeutet nicht, dass sie gebraucht gehen, dass sie gut sind. Und das werden wir auch viele weitermachen. Und kann ich noch die Arbeit nachverdienen und noch mehr an Interesse von den Gewerkschaften setzen, von den Delegierten im Betrieb setzen. Und das sollen wir auch machen. Ein drittes Service ist daneben, den wir neu geschaffen haben. Ein Service wird Sicherheit und Gesundheit auf der Arbeitsplatz. Das ist, was du mal gemerkt hast, die Mikros sind eine Unmöglichkeit. Die Mikros sind an der Reihe, mehr aber Panders, die ist zu stark. Und da rutscht es eben. Ne? Das ist brandwirklich, wenn du etwas passiert. Das sind da nicht mehr. Gesundheit an Sicherheit auf der Arbeitsplatz, das ist, was wir da gemacht haben, das ist, wir probiert haben, mal eine Analyse zu machen über den Impfro, für zu gucken, was ist eigentlich die Situation auf der Arbeitsplatz. Und die Resultate, die wir da rausgekriegt haben, die wir auch publiziert haben, die waren nicht besonders glänzend. Und wir haben eigentlich die gekriegt, für zu sagen, hey, wir sind nicht eigentlich das mit System machen. Und alle Jahre eine Analyse machen, wie spüren die Leute sich auf ihrem Arbeitsplatz? Was sind ihre Probleme? Wie entwickelt das sich? Und dass sie dann so anfangen, so einen Index zu machen, wo ihr gesehen, wie da die Jahren sich entwickelt. Die haben wir bei als österreichische Kollegen kopiert, wir haben aber das zusammen mit der Universität von Lützeburg abgesagt und die erste Enquete das gemacht. Und die Resultate die werden den 2. Juli vorgestellt. Ich kann sie noch nicht, das habe ich jetzt nur gesagt, sie sind noch gespannt, sie sind im Moment bei der Universität, die das mischt, weil man das ganz wissenschaftlich schon, dass kein kann sagen, das wäre etwas, was die Gewerkschaften gemacht hat, für sich selber hier Sachen zu verkaufen. Wir wollten da wirklich etwas tun, woher nur Chemie kann etwas zu kritisieren. Dafür sind ich gespannt, selber, was da rauskommt. Aber das ist aber ein Instrument, das aber wichtig ist. Wenn die Leute sich dann alle glücklich fühlen auf ihrer Arbeit, dann ist das eben eine Tatsache. Wenn es aber viele sind, die so schon ein Problem, schon da ein Problem, dann ist das auch etwas, wo ich dann auch nicht mehr kontestieren kann, aber wo ich dann noch drauf arbeiten kann. Aber wo wir auch hier können kommen, wenn wir das dann alle Jahre machen, gucken, hat das sich verbessert oder hat es sich verschlechtert? Was ist da geschieht? Das ist immer ein Beispiel, wo ich also kann mit der Chambre wirklich etwas machen. Als Gewerkschaft kann man das nicht machen. Oder man muss einen Beitrag verdoppeln, für den Moment alle die Leute dann anzustellen, für das zu machen. Und das geht nicht. Können wir nicht so machen. Dafür brauchen wir die Berufschambre. Und Stressberatungsstelle entwickelt, dann noch die kann ich weiterentwickeln, weil du gehen als Leute, die wir da haben, die gehen überlaufen, leider. Das ist eben ein Problem, das ist ein Schlechtzeichen. Wir haben dann Gewerkschaftsformation, den allen NIFES, den haben wir an die Chambre integriert. Dadurch professionalisieren wir eigentlich die Arbeit mehr. Wir gucken dann noch durch nach weiter Verbesserungen zu machen.
Den feierten Service, den wir haben, aus den über die Formation. Und die machen eigentlich zwei wichtige Aufgaben. Der eine das Berufsausbildung als solch. Früher war in der Berufsausbildung just Gesellen. Das CRTP, heute ein DAP, wo wir zuständig werden. Los sind wir aber auch zuständig für Technikerformation. Ja? Weil die durch die Gesetzesänderung auch mit an Kompetenz dann von den Berufschambren rüberkommen sind. Das bedeutet, dass wir da müssen mitschwätzen, was die Inhalte sind von dem, was das. Dafür können wir auch relativ klar sagen, was doch schlecht lebt. Und dafür habe ich auch am Nationalvorstand gewarnt, für dem, was am Gange ist, weil wir eigentlich gesehen, dass eine Reform da ist, die vielleicht gut gemengt ist, aber was eigentlich so abgelöst ist, dass sie nicht kann funktionieren. Das ist so kompliziert, dass sie nennt dann mal ein bürokratisches Monster. Ja, das ist einfach das, was dabei rauskommt, und das ist nicht gut. Wie praktisch als war, und das muss auch wissen, dass man da den an einer Lehre ist, und kennt den, in der Lehre ist, und hat ein Problem. Dass sie sich da kann in die Chamber wenden, weil wir können da intervenieren. Weil die Lehrlingskonsulenten, die schaffen für Patronatschamber an, für die Chambre des Salariés. Und auch da haben wir sogar zusätzlich ausgebaut, dass wir an der Orientierung auch nach einer Kollege angestaltet zusätzlich den Lob probiert, den Jungen am Handwerk mal zu helfen, Plätze zu finden, wenn wir keine mehr da sind, weil das oft das Problem war. Und das hat direkt auch funktioniert, und wir mussten das auch weiterentwickeln. Aber auch da sind ganz handfest, ganz konkrete Sachen, wo ich kann es machen. Auch wenn ihr einen Betrieb habt, wo ihr seht, man ja den Bild aber nicht seriös. Durch Gesetzgebung haben wir mehr Möglichkeiten, in den Weltlandbetriebe zu gehen. Aber wir haben noch Leute, die in den Weltlandbetriebe gehen, und wir für dich kontrollieren, ob der Betrieb dann noch wirklich seriös ausbildet, ob es Konditionen hat. Das ist bei weitem noch nicht alles damit gelöst. Wir müssen aber mal schon einen Ritt für Sachen, und da kommen noch du komisch stricken. Dann ist der Bank hier Betriebe, wo soll ausgebildet gehen als Verkäufer. Aber da lebst du, er verkauft just ein einziges kleines Produkt. Und er sagt, so ist gut nicht. Und dann sind wir in einem kleinen Bereich tätig. Ja, dann kannst du nicht nur einen Besuch hängen. Das geht nicht. Du musst ja alles kennenlernen. Du musst also in dem Moment auch kehren. Aber du musst aber auch gewohnt gehen. Und dann musst du hintergehen, und das haben wir als Service. Das ist einer von den Nervischen, die den mischt. Neben dem Fakt, dass natürlich auch dann, da wir präparieren, die wird Reformen, die wird alles das, was lebt. Und dann die große Wolle von der Formation, die wir selber anbieten. Als Chambre ist die am meisten Weiterbildung offeriert hier am Land. Mehr wie die Chambre de Commerce, mehr wie die Chambre des Métiers, wir noch 7000 Leute, die in all Jahren an als Kurse kommen. Das ist eine enorme Masse von Leuten. Die gehen an Doves-Kuren, die klassischen Doves-Kuren, die wir haben. Sie gehen aber auch dann, und da sind wir auch die Ersten, an Hochschulformationen. Auch da sind wir am Gange, das sehen, und wir haben auch da innoviert, weil wir festgestellt haben, ja, dass noch viele Leute Schwierigkeiten haben, für eine Hochschulformation zu machen. Nicht jeder Verein hat die Chance, in seinem Leben den Lycée zu machen, ein Gymnasium zu machen, und in dem Moment dann noch nach dem premieren Examen zu packen, und da können, um eine Hochschule zu gehen. Wir sind aber viele Leute, die haben in ihrem Leben viel gelernt, und die haben noch etwas drauf, und die können nicht mehr. Und wir haben gesehen, dass in Frankreich zum Beispiel ein System gibt, wo es auch nie, dass du eine Premiere hast, und auch nie, dass du das ganze Lycée nachholen musst, kannst du an eine Kur gehen, in einem Jahr, da musst du die an die Fächer lehren, und da kannst du ein Examen, und wenn du die packst, dann darfst du auf die Uni gehen. Auch nie ein premieres Examen zu. Und dann haben wir gedacht, da komm, mal gucken mal, ob wir das französische System auf Lützeburg kriegen. Ob wir den heute können zu Lützeburg anbieten, anstatt dass du auf Metz oder mir weit fahren, für das können zu machen. Wir haben am Ministerium geschwärzt, und wir haben denen erklärt, dass wir das machen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Wir können das tun. Die dürfen zu Lützeburg machen. Und dann haben wir aber festgestellt, dass die französische Autorität auch nicht
wollen de Lützeburger lo Kadoe machen und die gesagt okay wir machen das zu Lützeburg aber da bezahlt er aber den richtigen Preis da bezahlt er das was als Leute an als Servicer kosten für das anzubieten und sie auch recht da passt aber bei 2.500 Euro was das kostet wenn du dich da willst ausschreiben und da ist aber schon viel Suchen ja? Das ist schon nicht nichts. So haben wir da gedacht, okay, da kommen wir mal nach. Und das sind alles Ideen, die kommen von Eisengruppe, von der Moschebielsgruppe an der Chambre. Und da muss ich wissen, wenn ich mit Leuten schwätze, für was die Chambre eigentlich ist, schon mal gesagt, ja, ist gut, den da packt, mit dem schenken wir Teilschicht von den Ausschreibegebühren. Da kriegen wir das. Wir haben etwas Zweites gemerkt, nur für die jungen Leute, die in einer Lehre sind oder in einer Technikerformation gehen, haben wir ihnen nur geboten, dass könnten die sogenannten europäischen Computerführerschein machen. Das ist ein Test, den ich machen kann, wo ich da bestätigt kriege, wie gut ich mit den verschiedenen Programmen, Excel, PowerPoint, da wird alles da geht, kann umgehen auf einem Computer. Und den ist international anerkannt, den ist von der Assoziation von Ingenieuren zertifiziert, aber wenn du die bei deinem Curriculum Vitae dabei liest, da seht dann mal der Patron, wo du schmelzt, okay, das tun als Zertifikat, die kann man, das ist etwas wert. Man kann mal gucken, dass die an den Ausbildungen sind, dass die das fakultativ können ihr lernen machen. Wir bieten das an, wir gehen nicht das. Das Ministère de l'Éducation nationale, die werden noch d'accord. Und dann haben wir gesagt, ja, das kostet 150 Euro. Material an den Test. Du musst einen Test machen, du kriegst ein CD mit den Programmen drauf und so weiter. Und dann hat das Ministerium gesagt, wir müssen Spuren, wir können suchen. Das geht nicht. Wow. Und wir haben dann gedacht, das ist gut, für das wir die Finanzen von der Chambre gut geriert haben, und zwar so geriert haben, dass wir einen Überschuss haben, und wir haben gesagt, da können wir auch noch etwas machen. Und die Kotisationen, die jeder bezielt, sind gut angelegt, wenn wir dann für Junker etwas machen, dass sie etwas mehr können. Wir müssen dann überholen mehr das. Da bezahlen wir daneben. Ja. Auch das sind so die Kleinigkeiten, die in Höhe, die man nicht können an die Presse schreiben können. Mit denen aber am Gespräch von denen seht, was macht ihr eigentlich an der Chambre? Was ist das? Aber das sind alle, die da viel kleine Arbeiten, die wichtig sind, die helfen. Oder Validation von der Acquis de l'Expérience, wo wir Fliegermechanismen helfen, wo auch Blockagen sind, permanent Blockagen sind von den Autoritäten, von den Schulautoritäten, für das anzuerkennen, was die Leute gelehrt haben, was sie können, da helfen wir ihnen an eine komplizierte Prozedur, für das sie selber das anerkannt kriegen. Ich sehe das nur, weil der Joel Hayers an den wird sich da viel angesagt, und das ist ja an der Chambre nicht die ganze Match da matt gemacht. Und das ist noch nicht fertig, aber wir feiern den, und wir kommen damit noch weiter, und da machen wir etwas am Interesse von den Leuten. Ich habe darauf hingewiesen, wir können das Jahr ein Bilan machen an der Chambre, wo wir so erstens haben wir sie weiterentwickelt, Dienstleistungen verbessert, wir haben qualitativ gute Avis gemacht, viele Avis gemacht, wir haben viele Studien gemacht, wir haben viel Dokumentation dabei gebracht, wir haben eine Finanzgestion gemacht, wo wir eine Chambre haben, die keine Schuld hat, die einen Überschuss hat, aber wo der nächste Komitee kann die Aktivitäten von der Chambre weiterentwickeln, ohne dass wir daran denken, den Beitrag an die Blut zu setzen. Einfach weil wir ordentlich und gut geschafft haben, und auch das ist wichtig, an den Vordergrund zu rücken. Der Zweite, was ich einmal so, das geht schon nicht nur darum, dass eine Institution im Moment gut feiert. Das ist noch wichtig, was ist dann die Institution, dafür war das so wichtig. Das ist als pure Sache wichtig. Die erste, dass das eigentlich die offizielle Stimme von den Salarien halt zu Lützburg ist. Die Aktiven an den Pensionierten. Und das ist auch die einzige Institution, wo jeder den halt zu Lützburg schafft oder geschafft wird, egal was für ein Pass das wird, egal ob er am Land wohnt oder auf der Grenze wohnt, wo er matt schwätzen, wo er matt wählen, wo er matt dezidieren über wichtige Sachen und noch seine Meinung weitergehen. Ich kann mich immer erinnern,
wie der Budgetsberichterstatter, der jetzigen Fraktionspräsident von der CSV, bei seiner Chamber kommmers, und da kommen an den Saal, die das Budget wollten als Navi kriegen, und dort geguckt, was man an die Kabinen tut. An aller Seite. Ich sage, das wird die Übersetzer. Ja, wieso? Wir haben Altleute hier. Wir haben nicht nur Lützeburger hier sitzen. Das ist nicht wie Krautmarkt. Hier sitzen die Leute, die ihn hier schaffen, hier sitzen sie alle gut. Und das ist auch wichtig. Und auch das muss man auf hier bringen. Und das muss man als Argument holen. Wie von den vielen Kollegen, die ihn hier schaffen, aber nicht den Lützeburgischen Pass haben. Und in oft Mengen, das gibt es nicht durch. Weil wir wissen, dass sie die sind, die zwar im Betrieb stimmen, bei den Delegationswahlen, da stimmen sie. Aber sie stimmen nicht unbedingt bei den Wahlen für die Chambre des Salariés. Heinst du, wenn sie so, nee, das wäre etwas Letzteburgisches. Und wir müssen ihnen erklären, also, nee, das ist etwas für euch. Die musst du das benutzen und dafür musst du stimmen. Das ist die Weg, die in der Hut für eine Meinung auszudrücken. Und da wir von der Chambre, die sind gedrohen, ganz klar von Moschewer. All die Ideen, das sind die Sachen, die wir als Nationalfischen, als Gremien, als Syndikaten diskutieren, sind die, die du hinkommen und die du bringen. Wir sind der Motto eigentlich da. Aber den eigentlich erstaunt, und das ist auch immer wichtig an der Wahlen. Aber da ist dann von den Mengen Navi, wo ich längst gesagt habe, wo dem Partikularinteresse von einer Gewerkschaft gegangen ist, sind sämtliche wie in der Unanimität gestimmt gehen an der Chambre. Kollege, für was braucht man dann pure Gewerkschaften, wenn wir sowieso eins sind? Da braucht man keinen Gewerkschaftspluralismus, da braucht man kein LCGB, da braucht man keine Leber, da braucht man eine große Gewerkschaft. Keine Ahnung. Aber benutzt das Argument. So, was das dann da? Wir sind da eins, für was muss man es dann Käpper schlagen auf andere Plätze, aber da kommen wir an Einkraft. Patrons sind nicht so dumm, wie wir du sind. Die haben eine Organisation, kein 25. Und das müssen wir auch lehren. Und das müssen wir machen. Und dafür geht doch bei den Wahlen, Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir an den Wahlen nach einkehren, das Resultat kriegen, was wir haben. Aber wenn wir sogar noch verbessert kriegen, dann sollten wir uns als Ziel setzen, dass wir es noch verbessern. Da gibt es den Druck zur Einheit auf der Gewerkschaftsszene nach mir groß. Und den OGB ist gegründet, für die Einheit zu schaffen. Und wie sollen wir auch an dem Sinne weitergehen? Über das Programm will ich im Jahr gehen, das hat den anderen alles schon erklärt. Das ist also ein Programm. Aber mit dem Programm gehen wir an die Wahlen, und mit den Argumenten gehen wir an die Wahlen, und wir müssen im Moment gucken, die Majoritäten zu kriegen, die wir brauchen. Aber wenn die hilft, Kollegen, und an die Struktur hilft, dann sind ich überzeugt, dass wir ein ganz gutes Resultat am Hirsch machen, weil wir haben bewiesen, dass wir etwas fertig bringen. Wenn wir nicht da gewesen wären, mit dieser Stärke, dann hätten wir heute zuletzt einen Sozialaufbau, wie wir ihn in Deutschland und in Frankreich erlebt haben, den Herr Frieden, den hat sich im April 2010 durchgesetzt. Und erinnert, was für ein Zauber war, wie wir hingegangen sind und gesagt haben, hey, das tun, was die als Viergelöten, nicht mal das. Da gibt es kein Tripartit mehr, da gibt es keine Diskussion mehr, da gibt es just noch Streit. Und darüber haben wir es gehalten und darüber haben wir es auch in Zukunft. Und für das wir den Match machen können, brauchen wir die Majorität, dafür brauchen wir die Unterstützung. Merci.